Jetzt hallo miteinander, herzlich willkommen im Jahr 2023. Also meine diesjährige Neujahrsansprache findet jetzt im selben Platz statt wie letztes Jahr. Bloß jetzt ist die Sonne hinter mir, es kommt dann Luft für Hände wegen Mikrofon. Und letztes Jahr mit der Neujahrsansprache 22 habe ich noch diese frühlingshafte Temperatur erwähnt. Die haben wir dieses Jahr auch, wahrscheinlich sogar ein wenig mehr. Und mir ist aufgefallen, die letzten Jahre, wenn ich eine Neujahrsansprache gemacht habe oder irgendeinen Post zum Neujahr mit Neujahrswünschen, habe ich immer gesagt, dieses Jahr wird ein gutes Jahr. Und jedes Mal war es der Garant dafür, dass es nicht so wahr ist. Deshalb behaupte ich jetzt dieses Jahr nicht, dieses Jahr wird ein gutes Jahr, sondern ich sage, ihr müsst selber danach gucken. Wir müssen selber danach gucken, dass es Jahr für uns persönlich gut wird. Das Jahr wird gut von den Leuten. Wir müssen da selber Hand mit anlegen. Das heißt, also ich für mich selber reduziere meine Ansprüche, werde flexibler. Ich habe gemerkt, dass eine langfristige Planung, egal in welcher Hinsicht, von heute auf morgen kippen kann. Ich versuche jetzt in der Tagneid zum Leben, zu sagen, so, ich bin froh, wenn ich morgens gesund aufstehen kann. Ich versuche es, gelingt mir nicht immer. Es ist ein schwerer Prozess. Und ich versuche auch mehr diese schlimme, böse Nachrichten und das ganze Zeug zu ignorieren. Mehr auf Menschen um mich herum zuzugehen, Kleinigkeiten zum Genießen. Und wie gesagt, der Moment, die wertvolle Sache, die nichts kostet, mehr zu schätzen wissen. Und materielle Dinge. Mein Wunsch ist, und irgendwann werde ich es schaffen, materielle Dinge weitgehend von mir zu weisen, abzuschaffen. Man kann glücklich sein. Heute ist ein schöner Tag. Heute ist ein wunderschöner Tag. Und man kann es sich wirklich schön machen. Indem man einfach von Fremdbestimmung auf Selbstbestimmung geht, mehr nach sich selber guckt. Natürlich darf man die Empathie nicht außer Acht lassen. Tiere gegenüber, seine Mitmenschen. Aber sich selber darf man auch nicht vernachlässigen. Also wie heißt das schön, wir sind unseres Glückes Schmied. Mit diesen Worten entlasse ich euch ins Jahr 2023, wünsche euch trotzdem viel Humor, viel positive Erlebnisse, eine gute Zeit und vor allem viel Gesundheit. Und dass ihr auch versucht, wie ich zum Lernen, euch mit wenig Frieden zu geben. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, tschüssli und ade.